Heute ist ein komischer Tag. Irgendwie ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Zuerst hat mein Flugzeug Verspätung, dann verpasse ich meine Mitfahrgelegenheit und jetzt bin ich in dem Hotel gelandet. Mein Name ist Eugene Vickery und ich mache ein Praktikum in Berlin. Ich bin eigentlich nur kurz in der Schweiz, um meinen Bruder den Marc juristische Fragen zu beraten. Er will Corippo im Tessin touristisch aufwerten. Und bei so einem kleinen verschlafenen Dörfli führt das natürlich zu Problemen. Zum Glück konnte ich von einer Kollegin ein Auto auslehnen. Aber ich kann es erst morgen haben und darum bleibe ich jetzt noch eine Nacht in Zürich. Bericht über Succeed, die bekannteste Energy-Drinkmarke der Welt und ihr schneller Weg zum Erfolg. Die Stadt Winterthur hat neue Pläne für die Nutzung des Stadthauses. Das ist ja einiges Erstbrüder vom Anthropologen und Kommunikationspersonal. Eugene Vickery aufgegriffen worden. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Das weiss doch nur mein Bruder, dass ich da im Hotel bin. Er will dann etwas von mir. Und die Zeit. Wieso haben die meinen Namen gesagt? Ich kenne die ja gar nicht. Von wo wissen die, dass ich da übernachte? Es hat sich kurzfristig ergeben, weil der Flüger Verspätung hatte. Hat mein Bruder davon erzählt? Nein, das glaube ich nicht. Er ist ja so korrekt. Vielleicht mal Leica. Ja, aber das macht auch keinen Sinn. Sie bringt mir ja nur ein Auto. Ausser sie arbeiten ja da. Vielleicht hat sie es einem Arbeitskollegen erzählt. Ja, das macht wohl am meisten Sinn. Ich kann einfach nicht schlafen. Was war denn da? Da war doch etwas. Also, nein, das ist ein bisschen vorher, da wo er reinkommt. Aber nachher, dort beim Stehpult, dort war etwas. Komisch. Jetzt dann gerade, wenn er das Pulver dort reinschüttet. Jetzt kommt es dann gerade. Genau, da ist etwas. Mal schauen, ob ich genau den stoppen kann. Was? Das ist ja ein Succeed. Weil ich jemand durch die Werbung manipuliert, zum Succeed zu trinken. Und weil ich am Abend nicht einschlafen kann, bin ich den nächsten Tag übermüdet und brauche Energy Drinks zum Wachwerden. Und am Abend, wenn ich Fernsehen schaue, werde ich wieder aufgefordert zum Trinken und kann nicht schlafen. Das ist ja völlig absurd. Nach dem Ausleeren noch auswaschen, sonst stinken Energy Drinks abartig. Meine Eltern haben schon recht gehabt. Immer sauber und clean bleiben. Man weiss echt noch von dieser Werbung. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der das gesehen hat. Das müssen doch noch andere Leute gesehen haben. Es ist ja offensichtlich. Aber ich habe bis jetzt noch von niemandem gehört, dass er so Werbung gesehen hätte. Werden wir echt alle beeinflusst, ohne dass wir es merken. Und wissen die vom Fernsehen, was sie ausstrahlen? Ich nehme es nicht an. Weil wenn das gross rauskommt, der Skandal und die versteckten Werbebilder, könnten sie sich doch gar nicht leisten. Vielleicht sollte ich ihnen ein Mail schreiben und sie darauf aufmerksam machen, dass sie ihrem Film versteckte Werbeframes zeigen. Sehr geehrte Damen und Herren, gestern Abend habe ich in Ihrem Programm kurz aufblitzende, unterschwellige Frames von Succeed-Dosen entdeckt. Also machen Sie sogenannte subliminale Werbung, welche verboten ist. Wissen Sie von dieser Manipulation?
Hey Marc, hast du das Mail gesehen? Ja, ich bin gut angekommen. Aber hast du das Mail gesehen? Und? Ja, eben, es ist verboten. Die Leute könnten uns alle manipulieren und niemand würde es merken. Wir müssen die Sache unbedingt an die Öffentlichkeit bringen. Ich habe schon den Medien geschrieben, bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen. Aber du hast das Frame gesehen. Ja, ich bin etwa in 3 Stunden bei dir. Ich warte jetzt gerade auf eine Kollegin, die mein Auto bringt. Mhm. Okay. Ciao. Bis dann. Hey Malaika, hey. Hi. Geht's gut? Ja, danke Mama. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Gestern Abend, hey, shit, ich bin am Fernsehen gesessen. Da nimm den und ich Schlüssel. Was? Der Lichtschalter klemmt ein bisschen beim Auto und ja, wir sehen uns und hören uns und pass Okay. auf dich auf. Tschüss, ich muss gehen, tut mir leid. Tschüss. Ciao. Malaika war auch hergestresst heute. So richtig kurz angebunden. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie Saxid Energy Drinks trinken würde. Ich meine, sie hat genau so die Symptome gezeigt von diesen scheiß Saxid. So völlig ungeduldig, nervös, sie kann nicht mehr zu Ende denken. Und genau wegen dem sieht man ja die Manipulation nachher nicht mehr. Also bei ihr würde es mich echt nicht überraschen. Die Malaika trinkt ja wirklich Saxid. Sehr geehrter Herr Vickery, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die S&C Media Group nichts von diesem Phänomen weiß. Fuck. Sie sehen es nicht. Aber das Mail ist zu kurz. Sie haben meine Sachen sicher gar nicht genau angeschaut und mich einfach direkt abgewimmelt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich die aufblitzende Saxidose gesehen habe. Es ist wirklich da. Ich lasse mich einfach abwimmeln, weil ich lästige Fragen stelle. Wahrscheinlich wissen sie auch über Saxidwerbung Bescheid. Sicher bekommen sie dann auch noch Geld von denen und stecken mit denen unter einer Decke. Haben die denn so viel Macht? Energy Drinks sind ja schon ein Millionengeschäft, aber ich muss unbedingt zu meinem Bruder. Er weiss sicher, was zu tun ist. Hey Sie! Stellen Sie das Auto weg! Das ist Parkverbot! Oh, sorry, es tut mir leid. Ich stelle es gerade weg. Ich bin nur mal kurz. Und können Sie nicht als ganz Dorfplatz verunstalten da mit diesen Sexis-Werbung? Ich? Nein, ich will es abreißen. Ich hasse Saxid. Ja, das ist gut. Schon seit Monaten tun Sie das ganze Dorf verunstalten da mit diesen Success-Plakaten. Am Anfang habe ich es ja noch selber abgerissen. Aber am anderen Morgen sind sie schon wieder gegangen. Das ganze Dorf. Ja, hören Sie eigentlich zu? Außerdem, seit ich reklamiert habe bei diesen Success da wegen diesen Plakaten, stehe ich unter Beobachtung von Anzugsträgern mit Krawattennadeln. Sie, unter Beobachtung. Ja, glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Aber ich muss jetzt weiter. Und das Auto wegstellen. Schönen Abend.
Fuck! Ein Typ mit einer Krawattennadel am Anzug. Einfach unauffällig hinten reinlaufen. Nur nicht aufregen. Vorne rechts bin ich dann gerade bei meinem Bruder. Der Typ muss ja wohl nicht dort hin, wo ich muss. Oh, fuck! Er geht rechts. Wenn er dann auch noch links abbiegt, dann geht er genau dort durch, wo ich will. Scheiße, er tut mich vorverfolgen. Was will der nur von mir? Weil ich das mit Saxid herausgefunden habe. Soll ich oder runter? Gescheiter runter. Im dunklen Loch kann ich mich vielleicht verstecken oder sie finden mich Angst das nicht. Da hat sie eine Axt. Also recht zu. Aber mit der Axt könnte ich mich verteidigen. Es ist nur ein Zeichen für Gefahr. Nur ein Zeichen für Gefahr. Also weiter durchbeissen. Ausschalten, weil ich das mit Saxid herausgefunden habe. In was bin ich Pfeife denn da geraten? Lieg zu. Steht alles sicher und zuverlässig zu. Links kann also nicht falsch sein. Rechts! Ich muss rechts! Links ist Privatgrundstück, würde mich sicher erschiessen! Ich muss freien. Da, die blaue Plane. Das ist die Farbe von der Polizei. Da bin ich in Sicherheit. Schnell zu meinem Bruder, das ist der Einzige, der mir helfen kann. Die ganze Welt von denen manipuliert, sogar die Polizei. Was haben die? Sogar Katzen verschwinden. Ich bin da gelandet. Da der Pfeil am Boden und dann bin ich dort. Ich habe es jetzt dann gerade geschafft. Durchbeissen mit meinem Bruder bin ich Schwächling, endlich in Sicherheit. Durch die Türen durch und dann habe ich es geschafft. Endlich! Guten Tag, Herr Vickery. Schön, Sie zu sehen. Ihre Brüder haben mir schon viel von Ihnen erzählt und haben gesagt, Sie kommen heute noch vorbei. Du kannst ihn! Ich weiss, wer du bist! Wieso manipulieren die alle? Du schaffst unser Gesicht! Du musst gar nicht verheimlichen! Ich weiss alles über euch! Und ich will alles aufdecken! Ich weiss nicht, was Sie haben, Herr Vickery. Ich bin der Herr Glättli. Ich arbeite schon 9 Jahre bei den Insure. Ja, schauen Sie selber. Du lügst! Lügner! Er lügt! Er hat die Krawattennadel! Genau die! Die haben alle, die zu Saxid gehören! Schein, jetzt beruhig dich. Er ist Versicherungsvertreter für Coribo Tourismus. Er lügt! Benimm dich bitte. Alle, die bis Benimm dich bitte, du weißt, Vickeris benehmen sich nicht so. Lass mich nicht an! Hast du das mein Coribo? Er lügt doch! Ja, hallo, da ist Glättli. Ich bin in Coribo, im Büro von der Coribo Tourismus. Ein Kollege von uns drückt völlig durch. Er ist aggressiv und wird handgreiflich. Der Brüder hält ihn zurück. Kommen Sie so schnell wie möglich vorbei. Nach einem schlechten Tag, wo man meint, es kann nicht mehr schlimmer werden, kann es trotzdem noch beschissener werden. Glaubt mir. Nachdem das dann die Polizei kam, haben sie mich in die Psychiatrie gesteckt. Die glauben doch tatsächlich, dass ich mir das alles nur einbilde. Doch, wenn es nur eine Einbildung wäre, dann wäre das Frame weg, wenn man den Film nochmal schaut. Oder?